Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Viva la Movilusion, und zwar für mich zumindest die erste Aufnahme in 2021, daher schon mal ein gutes neues Jahr an alle. Und damit ich nicht ganz alleine bin, habe ich mir einen Gast dazu geholt, und zwar den Kultur-, Kunst- und Musik-Multitalent-Menschen Peter Gregor. Hi Peter. Hi Corby. Vielleicht nur kurz für alle, die ihn nicht kennen. Er ist vor allem im Raum Niederbayern für seine Kulturseite und die gleichnamigen Musikevents Remi Demi bekannt, aber auch als Radiomoderator bei dem Webradio Mehr davon Radio, als Statist bei Film und Fernsehen und vor allem als Gitarrist bei einigen Bands, allen voran den Tampones. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder sagst du, das stimmt überhaupt nicht, mit den Tampons hast du noch nie was zum Tag gehabt? Stimmt, mit den Tampons habe ich noch nie was zum Tag gehabt. Nein, Schmarrn. Ist alles richtig soweit, ja. Also da gibt's eigentlich nicht so viel dazu zum Sagen. Gut, aus Komparse bin ich halt jetzt öfters mal im Einsatz gewesen. Ja, wo war der letzte Dreh? Der letzte Dreh, jetzt muss ich, also auf alle Fälle in München. Und da habe ich aber 2 Tage hintereinander gehabt. Jetzt muss ich spekulieren. Bei Aktenzeichen war das letzte Mal. Darfst du schon irgendwas dazu verraten, wen du gespielt hast? Hast du diesmal Mörder gespielt oder irgendwie sowas? Nee, ich darf ja mal gerne leicht spielen, weil letztes Mal zu meinem Chef in der Arbeit schon gesagt hat, ich spiele lieber leicht bei Aktenzeichen, bevor das jetzt euch einer geht. Okay. Das ist ohne, also die meisten Komparsenrollen haben ohne Sprachrollen. Mhm. Also du gehst hinten vorbei und zuletzt bei Aktenzeichen war ja Bauarbeiter. Und bei der Alte, genau, ebenfalls in München, in Haar, da habe ich einen gespielt, der im Labor noch Spuren sucht. Ah, okay. Ja. Und wie bist du zu dem ganzen gekommen? Weil du machst das jetzt noch nicht so lang, aber du warst ja schon in einem Film vertreten, in eine heiße Nummer 2. Genau, bei einer ganz heißen Nummer 2 war ich auch dabei. Genau, das war das erste Mal, wo ich da irgendwie Kontakt gehabt habe. Und durch komparse.tv, also Du bist Film München, da bin ich ja gemeldet und da kriegt man immer wieder Angebote oder man kann sich auf eine Rolle bewerben und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Passieren da immer irgendwie welche lustigen Sachen, komischerweise, und werde das auch in Zukunft öfters machen, wenn sie die Möglichkeit bietet. Was war da bisher so das Lustigste, was da passiert ist? Bei einer ganz heißen Nummer hat es ja für die Statisten eigentlich nur alkoholfreies Bier gegeben, bis wir dann herausgefunden haben, dass der Max Urbeck, mein mittlerweile sehr guter Freund und Komparsen, Kollege, der hat dann herausgefunden, dass wir da ein scharfes Bier kriegen. Das war schon mal, ja gut, das war dann schon hübsch am Schluss, aber das hat dann ganz gut gepasst. Und bei Aktenzeichen, da ist es um die Ursula Herrmann gegangen. Mhm. Der hätte eigentlich vorher Sprachrolle gehabt. Ich hätte das Tonbandgerät von unten rausnehmen sollen und habe dann gesagt, hey, schaut mal, was ich da gefunden habe. Und das war aber von der Regie ein bisschen zu bayerisch. Und dann habe ich leider nur sagen dürfen, welche Marke. Und das wahrscheinlich mit Untertitel, ich weiß nicht, was da gemacht haben. Auf alle Fälle war mein mein Text sehr begrenzt nach dem, ja, ich meine, der hätte ja gerade sagen brauchen, redet ein bisschen nach der Schrift, aber ich war auch so aufgeregt und so. Und dann habe ich gesagt, hey, schaut mal, was ich da gefunden habe. Und das hat halt dann nicht so passt. Aber ein bisschen Hochdeutsch kann ich natürlich auch sprechen, das ist gar kein Problem. Ja, das muss bei uns Gott sei Dank nicht, wir sind ja bayerische Sendung. Aber das ist schon cool. Das heißt, du hast eigentlich immer relativ wenig Text und musst dich dann gar nicht groß auf die Rollen vorbereiten. Oder wie läuft das ab? Wenn du jetzt Rolle kriegst, wo es dann heißt, ja, du sollst ein Labor besuchen, übst du dann schon mal irgendwo in einem, weiß ich nicht, Labor bei dir in der Nähe?
Na, also das auf keinen Fall, weil ich jetzt ja schon sehr schnell gemerkt habe, dass das vor Ort sowieso immer irgendwie ein bisschen geändert wird oder die stellen die mal so hin und dann wird die Szene wieder von einer anderen Seite dreht, dann machst du wieder was anderes. Das ist, da kannst du dich eigentlich nicht vorbereiten. Du musst ein bisschen locker hingehen und dann das auch machen, was sie sagen, dann passt das. Aber ansonsten kannst du nicht viel machen, sage ich jetzt einmal. Oder vorbereiten, sage ich jetzt einmal. Ich meine, ich habe nicht gewusst, dass jetzt bei der Alte zum Beispiel, ist erst 14 Tage, 3 Wochen her, ja, da spurensicherer und dann bist du in Vollmontur, so Schutzkleidung und Pinzette und Lampe und was weiß ich. Und dann kommt einer von dem Team und gibt mir eine Kamera und ich soll so tun, als da die Blutflecken am Boden so fotografieren. Ich hab gedacht, das ist eine Attrappe. Also der Fotoapparat war schwer, ja, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass man dir, ja, da, was weiß ich, für 1.000 Euro, was das Ding kostet hat, das Gerät da gibt zum Drehen. Und ich habe es halt nicht richtig genommen. Und da ist oben noch so ein Aufsatz für den Blitz. Oder für Licht, kenne mich da nicht aus. Ja. Auf alle Fälle habe ich das oben bloß genommen und dann ist alles so weggefallen. Oh, scheiße. Nee, du hast doch nicht jetzt meine Kamera fallen lassen. Nee. Sag ich, ja, das muss man ja irgendwie sichern. Also, oder ihr hättet mir zumindest einweisen sollen. Also, keine Ahnung, ich habe das nicht einmal einschalten können. Oder, nee, weißt du schon, was das kostet? Und dann sage ich zum anderen, den habe ich nicht gekannt, aber auch, ich habe gewusst, das ist auch Komparse, und die hat auch so eine Kamera bekommen. Dann bin ich mal kurz rüber, musst du aufpassen, weil die sind wirklich, du gehst echt profimäßig zu und die nervt das natürlich freilich, wenn dann Komparsen nicht das dann, was sie wollen. Aber ich habe mir in meiner Pflicht gesehen, dass ich den anderen, der auch so eine Kamera hat, vielleicht darauf hinweise, dass so. Und dann gehe ich zu dem so, ich sage, du pass auf, wenn's die Oma voll schnimmst, die kann dabei, die hat mich gar nicht ausreden lassen. Ja, ich weiß Bescheid, die Dinge kenne ich, die kenne ich. 5 Minuten später, hallo, mir ist da was runtergefallen. Und der die Kamera angesteppert. Die haben hübsch gleich ausgeschaut. Also vom Wert her kann ich es nicht sagen, aber es ist schon, hätte man ja auf mich gehört. Ja, es passieren immer irgendwie Sachen, was ich witzig finde. Das ist eigentlich immer nur, nicht immer nur, aber das drumherum, das wird nur das sechst, wie der Film dreht wird oder so, das ist sehr interessant. Sicher ist schön, wenn man dann auch gesehen wird, aber eigentlich das drumherum ist wahnsinnig schön. Und wann kommt der Film raus zu den Tampons, also die Biografieverfilmung? Ich denke, ja, Corona hat das Ganze von 2013, wo wir angefangen haben, ein bisschen verzögert. Ich denke mal nächstes Jahr. Ja, echt? Ja. Spielst du die dann selber oder hast du irgendein junges Talent gefunden, das die dann spielen kann? Ein Schweighöfer oder irgendwie so? Das wäre sehr interessant. Oder irgendwie so. Ja, gut, ich meine, das ist, sollte man mal angreifen, ja. Es kann ja sein, dass vielleicht einer von unseren abertausend Hörern nicht genau weiß, wer die Tampons sind. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, wie lang es die Band zum Beispiel auch schon gibt. Als Hintergrund, ich und der Peter, wir kennen uns schon länger von Wombel TV, von dem, was ich früher so gemacht habe, wo ich Bands interviewt habe. Und da waren unter anderem einmal die Tampons dabei. Und ich habe aber leider meine Notizen irgendwie verlegt und weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es die Band schon gibt. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall bald wieder ein Jubiläum ansteht, oder? Oh ja, stimmt. Nächstes Jahr werden wir 25. Also aber 25. die Tampons, Fun Punk kann man so sagen, gibt seit 1997. Und nächstes Jahr haben wir das 25-Jährige. Wir wollten mal eigentlich ein großes, oder machen wir ein großes Fest, wenn es denn wieder möglich ist. Und auch mit, was weiß ich, mit Normal oder vielleicht kommt der Rütschi vor die Toten Hosen nochmal oder egal. Da haben wir schon ein bisschen uns Gedanken gemacht, aber durch die schwierige Zeit jetzt natürlich auch wieder ein bisschen aufgeschoben. Okay. Neues Album, auch noch nicht in Sichtweite. Doch, wir haben ja vor dem Ganzen ja schon mal was aufgenommen gehabt, das ewig lang jetzt im Tonstudio gelegen ist, zum Nachbearbeiten. Und das sind 5, 6 Songs. Und die werden momentan gerade bearbeitet vom Felix Bustrak.
Okay, cool. Also das heißt, da Ja, gibt's dann bald auch wieder ein neues Album. Wahrscheinlich, da ihr ja immer bei den modernsten Medien mit dabei seid, dann auch auf Spotify zum Hören. bestimmt. Bis uns einspielen. Ja, Was? Wieso? ja, Warum bei sperren uns. sie eigentlich ein? Na, Nur Coversongs. ja, die ganzen Covernummern, die wir jetzt so verdrehen, aber das kennt ja eigentlich der das Original geschrieben hat, sowieso nicht. Wir haben ja tatsächlich, also das ohne Witz, ich habe es vor kurzem mal wieder angehört. Ich habe ja noch von uns selber, also ich muss meine CDs von uns selber ja brennen, weil ich nie Original habe. Aber da haben Songs dabei, ich glaube, die haben keine 10 Minuten auf YouTube. Dann haben die raus. Bisschen, Warum? Verletzung gegen die Menschenwürde. ja, ein bisschen zu obszön, glaube ich, oder wie sagt man? Also haben schon Nummern dabei. Ich meine, ich finde es irgendwie lustig, aber andere ja, aber keiner darf wissen, dass der andere lustig findet. Naja, auf YouTube oder sowas kann man da nicht für einstellen. Du kannst da mal Hauberfeldtreiber oder so, diese Nummern, was wir jetzt live covern, die kannst du freilich einstellen. Aber die anderen Schweinereien, Zwetschgen, da die CD nie besorgen, wer irgendwie Vorkrankungen hat. Äh, die ist derb. Okay. An was arbeitet momentan so am meisten? Ich bin ja im Regenbogen Kunstkulturverein auch dabei. Wir planen natürlich jetzt auch wieder im Bürgerspital schon langsam die Konzerte, dass man schon mal plant, dass dann nicht alles ausgebucht ist. Ich habe in Plattling auch den Kunstraum noch. Das ist ein Mhm. Gebäude, das eigentlich von der Stadt abgerissen wird. Aber das Gebäude hat mir schon immer gefallen und habe bei der Stadt nachgefragt, ob ich da nicht eine Ausstellung machen darf. Ich brauche kein Licht, kein Strom und nichts. Und ja, kann man im Internet dann nachschauen. Und da ist jetzt der Tibor, die Clara und die Laura, die jetzt da ihre Bilder ausstellen und Max Urbeck ist jetzt noch dazugekommen. Ist ganz schön geworden und wenn man so an der Ampel steht und schaut so rüber und jetzt haben wir nur Laternen reingehängt, also es ist ganz schön geworden. Aber das heißt, du bist vor allem kulturtechnisch im Plattling unterwegs. Hauptsächlich, ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Ich meine, die Konzerte, wo es durch das, dass weniger Clubs gibt oder Straßkirche gibt's ja auch nicht mehr und ist halt die Gewerbehalle in Plattling, ja, das einzig Mögliche jetzt, was ich sehe zum Machen und zum Organisieren. Zu der ganzen Konzertreihe, was ich bis jetzt gemacht habe mit Remi Demi in Mhm. Straßkirche und so, ist ja die neue Fortsetzung jetzt Rock dein Herz, wo es ein Benefizkonzert ist für die Mhm. Knochenmarkspende Deckendorf. Projekte, wie gesagt, jetzt ist halt alles ein bisschen eingeschränkt und du kannst nicht so richtig planen. Aber ich und der Enrico Saller, der Fotograf und Filmemacher in Plattling, wir machen da jetzt oder sind dran, ein Film- und Musikpreisfest zu machen in Plattling mit Filme und Musiker und Regie und Wettbewerb und so Aha, okay. und aber halt hauptsächlich auch Preisen. Und das, da haben wir jetzt vorher schon getüftelt. Wir wollten es eigentlich heuer im Oktober schon machen. Und Gott sei Dank haben uns da beide noch nicht so stark drauf eingestellt, weil es wäre ja jetzt alles umsonst gewesen. Bestimmte Vorbereitungen kannst machen, aber ich kann jetzt die Niki beispielsweise oder an Richie von die Toten Hosen oder an Lars von Normal kann ich jetzt nicht fragen, wollt ihr in der Regie sitzen und ja, die Bands bewerten, weil das muss alles geplant werden. Da hängt zu viel dran, dass ich jetzt sage, man kann da mit einem Datum planen. Da geht's vom Kino, da geht's vom Ordnungsamt, von der Stadt, die Filmemacher, da hängt's viel dran, dass man das jetzt so übers Knie bricht und da ewig viel Zeit verdurrt, was dann nichts bringt mit dem Vorbereiten. Wenn es dann auf jeden Fall einen Sonderpreis nur für einen besonderen Podcast verleihen wollt, also Viva la Illusion, wir nehmen immer gern Preise entgegen. Ja gut, wenn die Werbung für den Event richtig gut läuft bei euch, dann kann man ja sagen, okay, scheiß auf den Pokal. Ja, passt, super. Ausgemacht, dann wir machen da Werbung dann dafür Ja, und dafür kriegen wir mir einen Preis. ja, aber nicht am ersten, Oh okay? Mann. Sonst fällt's auf. Am ersten von denen, Okay, also wir sind von der Reihenfolge her die Ersten. Damit wir relativ schnell beim Buffet sind. ja, Klingt genau. gut. Ja, aber lass uns da das nicht aus den Augen verlieren. Also das ist
Das ist eine ganz eine tolle Geschichte, weil es ja ringsrum Nürnberg, Passau, München, ringsrum gibt es sowas schon. Es ist ja nicht einfach alles zum Planen, aber bei uns in der Gegend gibt's sowas nicht. Und ich denke mal, Deckendorf wäre eigentlich auch eine große Stadt, aber da wird wahrscheinlich Plattling wieder der Vorreiter sein. Okay. Ja, ich bin gespannt und da du ja schon gesagt hast, da geht es ja dann auch unter anderem um Filme und wir uns ja dafür verabredet haben, dass wir heute über einen Film sprechen, den du ausgesucht hast. Fangen wir jetzt mal an, ein bisschen über Rambo zu reden. Ich hab dich gefragt gehabt, über welchen Film wollen wir denn schmatzen und dann hast du gemeint, entweder Schöne Bescherung oder Rambo. Ja, jetzt ist leider schon nach Weihnachten. Ich darf zwar immer noch furchtbar gerne über Schöne Bescherung reden, aber ich glaube, Rambo First Blood ist was ganz viele Hörer bei uns wahrscheinlich auch interessiert. Und da du der Gast bist, hast du jetzt die Ehre, die Handlung von Rambo mal ein bisschen zum Umschreiben. Geil. Yeah! Mehr gibt's eigentlich zu dem Film nichts nicht zu sagen. Nee, also der Rambo ist so ein Kriegsveteran, der aus dem Krieg zurückkommt und dann eigentlich in der Stadt oder von den Bürgern gar nicht mehr so behandelt wird, wie man eigentlich an so einen Kriegshelden behandelt, sage ich jetzt einmal. Und wird eher beschimpft und als Abschaum abgestempelt. Wie gesagt, er wird nicht akzeptiert, dann kommt er ein bisschen in Konflikt mit der Polizei, dann schaukelt sich das mehr oder weniger so hoch und ja, letztendlich hat er seinen neuen Krieg in der Heimat. Mhm. Ja, ich glaube, er ist ab 16. Kann sein, dass es eine 18er Version gibt. Zur damaligen Zeit weiß ich jetzt nicht, ob der nicht sogar ab 18 war. Ich habe den mit 12 oder 13 sehen dürfen. Für mich war das natürlich damals schon sehr faszinierend, dass er da so abgelehnt worden ist. Das erlebt man ja selber auch oft einmal. Und am liebsten wird man das oder das machen. Und der Film hat mich schon immer irgendwie mitgenommen, sage ich jetzt einmal, wenn es letztendlich im Nachhinein oder wenn man es realistisch sagt, ja schon sehr übertrieben ist, sage ich jetzt einmal. Man muss jetzt so, es ist vielleicht nicht in Ordnung, dass jetzt da so behandelt wird, aber dann so viel Leute abschlachten und so ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber letztendlich diese Kraft, die er so hat, oder dass er das alleine schafft, sage ich jetzt einmal, dass er so unterschätzt wird und dann trotzdem so auf den Putz haut, ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es gibt nicht viele Filme, ich meine, ich stehe auf Rächerfilme, muss ich sagen. Ich habe die Bruce Lee-Filme schon, nicht nur zwecks der Kampfkunst, sage ich jetzt einmal, sondern auch, weil es auch immer so irgendwie so Rache-Dings war. Und Gott sei Dank nicht irgendwo um die Ecke auf einmal Tussi da gestanden ist, wo es eine Dreiviertelstunde um die Tussi geht, sondern auch wie bei Rambo einfach Rambo. Mehr gibt's da eigentlich nicht zum Sagen. Das ist durch die Bank geil. Gut, man wird ja erwachsener und sagt den Film natürlich auch irgendwann einmal anders wie mit 12, 13. Und wenn du das so mitkriegst, wie es auf der Welt zugeht oder dass die ganzen Krieger, sage ich jetzt einmal, die was da in Vietnam gekämpft haben, heimgekommen sind, haben vom Flieger ausgestiegen und haben dann vor Demonstranten gestanden, die was sagen, ja, wenn wir die da nicht haben, das hat es ja in Wirklichkeit gegeben. Also die Szene ist ja, oder der Hintergrund vom Film ist nicht so ganz ohne. Also sicher hat Passagen dabei, wo man sagt, Mensch, ist halt schon übertrieben, aber letztendlich der Urkern, die Aussage an sich, wie es angeht, ist ja meiner Meinung nach nicht weit hergeholt. Ja. Die ganzen, die in Vietnam waren, die was dann zurückgekommen sind, natürlich auch die meisten drogenabhängig sogar, weil sie ja, was sie die Seitpfiffer haben, dass das da unten überhaupt ertragen haben. Die haben da erst einmal schauen müssen, dass sie eine Entziehungskur kriegen. Die haben dann teilweise, weiß ich nicht, ich bin da so belesen auch nicht, aber die haben dann teilweise ihre Rechnungen für Operationen nicht zahlen können oder was weiß ich was. Also ist nicht ohne der Film, sag ich jetzt einmal, jetzt ernsthaft betrachtet. Mei, als 12-, 13-Jähriger wollte man halt auch, also das Stirnbandel war gleich um und ich war dann auch der Held im Dorf. Ja. Ich hab meine Hütten gebaut und habe Anschiss gekriegt, weil ich zum Essen nicht heimgekommen bin, weil ja, ich war im Schützinger Berg, im Wald, im Krieg und soll da zum Essen heimkommen. Das ist natürlich scheiße. Ja. Gut, das mit Bruce Lee und Nunchaku bauen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten gekriegt. Aber wie gesagt, jetzt sieht man den Film anders. Und ich weiß nicht, muss ich jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, wenn ich heute den Film neu anschauen darf, also wir hätten vorher noch nicht gesehen und dann jetzt so schauen, wie er mir jetzt gefallen hat.
weil die anderen Rambos, die was nachgekommen sind, wo sie eigentlich an jeden gut findet. An jeden finde ich gut. Der erste ist spitze, da kommt auch keiner drüber. Aber die anderen leben ja von den Gedanken oder, wie soll ich sagen, von früher. Also du denkst, oder ist bei Rocky das Gleiche. Du schaust da Rocky 5 an, weil du warst die ersten und die waren cool und verbindest ja die. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt ein Junge ein Rambo anschauen darf, jetzt neu, ob denn der noch interessieren wird, weiß ich nicht. Mit den ganzen Effekten, was es jetzt gibt und Sound und weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also ich verstehe oft Leute nicht, die wo sie mein Alter sind oder ein bisschen jünger, die Rambo nicht gesehen haben. Es gibt welche, ich habe Arbeitskollegen auch, die Rambo sagt mir nichts. Das kann ich fast nicht verstehen. Aber gut. Also ich glaube, Rambo, so dass jeder ungefähr Vorstellung hat oder schon mal ein Bild gesehen hat, vielleicht nicht unbedingt den Film, aber ich glaube, jeder kann sie so da, ein bisschen damit identifizieren, dass man sagt, ah ja, Rambo, stimmt, das war der Sylvester Stallone irgendwie nur in einem Unterhemd oder oberkörperfrei mit einem Stirnmantel und irgendeiner Uzi oder irgendeiner Gatling oder so in der Hand und ballert da einen Haufen Leute nieder. Weil ich muss gestehen, ich habe den Film diese Woche zum allerersten Mal gesehen, weil ich bisher auch immer nur die Vorstellung. First Blood. First Blood, ja. weil ich auch immer nur die Vorstellung gehabt habe vom Rambo im Dschungel, der halt dann da irgendwelche Vietnamesen killt und war echt überrascht, wie der Film dann auch einmal losgegangen ist und der, ja, ein ganz normaler Typ eigentlich, erstmal nur die Straße entlang geht und dann halt seinen Kumpel besuchen will und dann erfährt, dass der tot ist. Da habe ich mir gedacht, okay, und wie kommt der jetzt in den Dschungel? Und das habe ich mir bis zur Hälfte dann gedacht, oder sagen wir mal, nicht bis zur Hälfte, sondern bis zu dem Augenblick, wo er ja dann seinen persönlichen Krieg mit der Polizei dann anfängt. Und dann, da war mir das eigentlich schon auch wieder wurscht, oder da war mir dann schon klar, okay, der kommt in dem Teil anscheinend gar nicht mehr in den Dschungel. Und insgesamt, wie der Film dann auch war, weil du hast ja vorhin gesagt, er metzelt dann da die Leute nieder. So ganz stimmt das ja in dem Teil nicht, weil er bringt selber keinen einzigen um. Boah, das ist immer bloß in meinen Vorstellungen. Ja, wahrscheinlich du als Zwölfjähriger hast du halt gedacht, boah, leck, der haut dem einmal ins Gesicht, der ist tot. Ja, das kann gut sein. Vielleicht war mir das auch immer wurscht, ob der ab 16 oder 18 ist, weil das, was ich mir fertig denkt habe, immer schlimmer war. Das kann schon sein. Aber der vom Flugzeug runterfällt, der war tot. Der war tot, richtig, aber im Endeffekt, ja. Das muss ich echt. Ich kenne den Film in- und auswendig und jetzt hast du mich echt erwischt. Der vom Flugzeug abstürzt, der stirbt aber unter anderem deswegen, weil er sich ja ununterbrochen aus dem Flieger rauslehnt, wo sein Kollege ja auch schon zu ihm sagt, hey, du Depp, Weißer Depp. ja, genau, du Depp, hock dir endlich hin. Bei der ersten Auseinandersetzung, die er mit der Polizei hat, da sagt er ja dann auch zu dem einer Chief, also zum Will Teasley, dass er jetzt Ruhe geben soll, weil wenn er mehr hat, dann kann er alle daher, also da in dem Wald umbringen, aber er will eigentlich nicht, weil er hat keinen Bock auf irgendeinen Stress. Also er formuliert es natürlich anders, ein bisschen wortkarger. Ja. Stallone-mäßig halt. Ja. Ohrlippe muss schon ein bisschen runterhängen lassen, dass das richtig wirkt. So. Von den Sprüche her ist ja gigantisch. Wie zum Beispiel, Sie brauchen Rambo nicht finden, er wird Sie finden. Das sind ja Sachen, da kriege ich Händehaut. Schau hier. Also ich schicke dir ein Foto her noch, ohne Scheiß. Oder die Melodie, wenn du geht, das ist der Wahnsinn. Das kann man nicht beschreiben. Nein, das stimmt schon. Also es hat jetzt für mich, für das, dass ich ja weiß, dass der Film schon fast 40 Jahre alt ist, trotzdem einen richtig coolen Eindruck gemacht. Also nach wie vor. Ich finde, der Film ist sehr gut gealtert. Und ja, du hast absolut recht. Also das mit der Musik und alles und wie das zusammenpasst, das ist cool. Die Sprüche sind auch geil, ja. Vor allem, wo dann sei Ausbilder, was war's, Colonel oder so, keine Ahnung, der Samuel Troutman dann zu dem einer Sheriff sagt, besorgen Sie schon mal viele Leichensäcke. Ja, genau, das ist ja sowieso. Aber eins dürfen Sie nicht vergessen. Was denn? Leichensäcke.
jede Menge Leichensäcke. Irgendwie so ähnlich, das war brutal. Oder wer am Schluss da sitzt und das verzeiht, wie es im Krieg war und verzeiht für seinen Kumpel, der was da die Schuhe putzen wollte und dann hat sie am Taxi weggerissen und ich konnte seine verdammten Beine nicht finden. Das ist gigantisch. Also da haben Schmankerl dabei. Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also Ja. Also, wie schon gesagt, bei mir war die Erwartungshaltung eine völlig andere und ich war dann echt positiv überrascht, dass der Film so ausging, wie er ausging. Natürlich möchte ich jetzt auch die anderen singen, weil meine Erwartungshaltung möchte erfüllt werden. Ich möchte einen Rambo dann auch im Dschungel singen, wie er dann da halb nackt irgendwelche, weiß ich nicht, alle möglichen Nationen wahrscheinlich kaputt schießt. Aber für den Film echt cool und vor allem stuntmäßig muss man ja echt sagen, dass Stallone ist ja ein wahnsinnig krasser Hund. ja. Der hat ja die meisten Stunts, die da waren, selber gemacht, oder vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht. Und er benutzt ja kaum Waffen. Also er macht ja entweder alles mit Fallen oder er springt dann auf die Leute oder mit seinem Ja, Messer und alles. Und ist schon beeindruckend. mit Sicherheit. Also, und also, dass jetzt die anderen Teile anschauen, das gefreut mich jetzt direkt, weil ich möchte irgendwann einmal so ein Best-of-Sprüche vom Rambo. Vielleicht gibt's irgendwo im Internet was oder so. Aber im zweiten oder dritten Teil kommt dann auch irgendwie noch was vor, da wo mit einem anderen Kollegen so dasteht und was ist das? Und er so, Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Irgendwie so, weißt du, also das ist unglaublich, was und zweite Teil ja auch sehr interessant, muss ich sagen. Aber zurück zu First Blood. Du hast ja gesagt, das mit dem Vietnamkrieg und so war ja damals präsentes Thema. Der Film ist 1982 rausgekommen und die Vorlage dazu ist 10 Jahre davor rausgekommen. Und zwar war es ein Roman, der auch First Blood hieß, vom David Morrell, der die Handlung im Roman aber ein bisschen anders enden hat lassen. Also im Film, also ich glaube, das ist jetzt kein extremer Spoiler, wenn wir schon sagen, es gibt einen zweiten, dritten, vierten Teil von Rambo, kann man davon ausgehen, dass er überlebt. Ja. Aber im Roman ist es nicht so. Im Roman, da stirbt dann am Ende der Rambo und wird auch noch umgebracht vom Chartman, also praktisch von demjenigen, der ihn erschaffen hat. Oh, vielleicht soll die andersrum mal das Buch lesen, wäre vielleicht da interessant. Also das Buch soll zumindest so, wie ich das jetzt so ein bisschen recherchiert habe, um einiges dramatischer sein, weil er halt da viel mehr Rückblenden dann hat, wie es eben im Vietnamkrieg zugange ist. Und er endet halt auch tragisch, was halt dann so ein bisschen die Befürchtung dann war von diesem Filmteam, beziehungsweise, das ist auch eine interessante Geschichte, also der David Morrell, der das Buch geschrieben hat, der hat dann auch relativ schnell die Filmrechte verkauft. Und über 10 Jahre lang hat sie das immer wieder gezogen, ob jetzt der Film gemacht wird oder nicht. Und der ging halt durch diverse Regisseure durch und da ganz, ganz früh verschiedene Leute sind schon mal gecastet worden oder ins Spiel gebracht worden für die Rolle vom Rambo, unter anderem auch der Al Pacino oder Steve McQueen, Clint Eastwood. Oh, Clint Eastwood. Der Clint Eastwood als Rambo wäre wahrscheinlich fast schon eine ganz andere Hausnummer gewesen. Ich glaube, dann hätte der Film einen sehr dunklen Touch. Ja, ich liebe Clint Eastwood. Also ich bin da voll der Fan von dem. Ja gut, ich meine, Rambo jetzt, wie er ist, perfekt. Aber mit seinen, er ist ja im zweiten, dritten Teil, baut er ja Muskeln auf. Das ist der Wahnsinn. Also er macht schon was her. Aber gut, ich meine, der Chuck Norris, das war auch nichts gewesen. Der 5 Minuten, der war da durch, fertig, Ende. Wo ist Teil 2? Ja, genau. Keine Ahnung, ich kann mir, das ist echt blöd, ich hab das noch nie irgendwie gedanklich, mal ausprobiert zum Denken, jetzt war der Clint Eastwood oder Steven Seagal oder was weiß ich was. Nein, ich glaube, dass das einfach so passt, wie es ist. Na, also muss ich ja echt sagen, der Stallone, allein schon mit dem, dass er die ganzen Stunts und alles selber gemacht hat, da gibt's ja eine Szene, wo er auf so einen Baum springt von einer Klippe, Ja. da hat er sich anscheinend auch ein paar Rippen gebrochen und so und also Wahnsinn, echt krass, da brauchst du viel Überwindung oder sehr großes Selbstbewusstsein, dass du sowas machen kannst. Ja.
jedenfalls, das ging eben dann hin und her und es gibt ganz, ganz viele Storybücher, wo es dann darum ging, dass eben dann am Ende von First Blood, also auch vom Film, auch der Rambo halt dann stirbt. Die hätten zwar dann jetzt bei dem Film dann eher geplant gehabt, dass er sie halt dann selbst umbringt. Der ursprüngliche Schauspieler vom Troutman, also von demjenigen, der einen Rambo erschaffen hat, das wäre der Kirk Douglas Mhm. gewesen. Und der Kirk Douglas. und Mhm. der hätte eben dann gesagt, ja, er macht nur dann mit, wenn am Ende der Rambo auf jeden Fall stirbt. Und das wollten sie halt nicht. Also sie hätten zwar vorgehabt, dass er halt durch einen Selbstmord dann stirbt, aber eigentlich wollte halt der Douglas, ja, nein, der Troutman soll ihn killen. Also er hätte da so ein bisschen Frankensteins Monster draus machen, dass er halt dann sagt, ja, okay, am Ende hat er halt diese Tötungsmaschine dann selber bezwungen. Und das Filmteam hat er dann nachgesagt und daraufhin ist dann Mhm. der Kirk Douglas abgesprungen und der Schauspieler, der jetzt einen Troutman gespielt hat, das ist der Richard Craner, den haben sie so kurzfristig dann mit an Bord geholt, dass an dem Tag, wo er dann bei dem Studio angekommen ist, oder nicht bei dem Studio, bei dem Drehort, an dem Tag hat er auch die Drehbücher gekriegt und hat dann erst erfahren, was er eigentlich machen muss. Wolle. Armer Komparse, kann man sagen. Ja, genau, ganz ein armer Komparse. Das Interessante ist, die haben halt dann dieses alternative Ende mit dem Selbstmord natürlich auch aufgenommen gehabt und haben dann so ein paar Testzuschauern das gezeigt. Und da haben sie halt dann schon gemerkt, dass der Film eine wahnsinnige Energie ausstrahlt. Also die Leute haben halt dann bei diesem Überlebenskampf oder bei dem Kampf vom Rambo gegen halt die Polizei da voll mitgefiebert und haben voll mitgemacht. Und am Ende, wo er sich halt dann selbst umbringt, da war Totenstille, bis halt dann auch irgendjemand gesagt hat, also wenn der Regisseur hier im Raum ist, dann muss der sich jetzt stellen und erklären, was der Scheiß soll. Und die Scheiß. Daraufhin haben sie dann beschlossen, okay, sie machen lieber ein Ende, wo der Rambo überlebt. Ja, das ist Gott sei Dank. Ja, schon. Was wäre das ohne die anderen Teile? Ja, gut, ich meine, in anderen Filmen ist es ja oft so, dass der dann doch ausstirbt und dann sechst am Schluss halt nur irgendwie im Schubladen dann die Hand von dem, war das nicht bei Halloween oder irgendwie so, der stirbt ja auch immer und kommt dann irgendwie durch irgendjemanden wieder. Ich habe dann erwartet, dass vielleicht Rambo 2 oder so, da ja weiß, dass der im Dschungel spielt, dann vielleicht da irgendwie die Vorgeschichte vom Rambo ist. Das hätten sie ja theoretisch auch verfilmen können. Mhm. Aber dem ist ja nicht so, glaube ich. Also ich habe die anderen Teile bisher auch nur ausschnittsweise gesehen. Aber wie schon gesagt, ich möchte mal die unbedingt jetzt noch einmal geben. Auf jeden Fall ein saucooler Film und spannend bis zum Schluss. Ja, finde ich auch. Da gibt's eigentlich nichts, Verbesserungsvorschlag, wenn ich vorgreifen darf oder so, wäre eigentlich wirklich nur in Musik, dass irgendwas dramatisch halt, kann man vielleicht schon irgendwie Metallica reinhauen oder was weiß ich, irgendwas, ob das zu früh dann passt, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten wisst ihr nicht, was man besser machen kann. Metallica, damit es dann nur mordlüsterner wird. Ja. Ja gut, aber Ja, du hast ja gemeint, der hat die ganzen Leute umgebracht. Von dem her. ja, gut. Okay, dann wenigstens Ramones Pet Cemetery oder irgendwas. Nee, aber selbst da muss ich sagen, die Melodie im letzten Teil kommt die, glaube ich, gar nicht mehr vor. Okay. Muss ich aber jetzt lügen, aber die Melodie, wenn da käme ist oder so, das ist einfach Wahnsinn. Das hast du so drin und das macht viel aus. Das ist ein Wiedererkennungswert. Wie hast du das so wahrgenommen mit dem, dass die Polizei da in dem Film so teilweise, ja, nicht unmoralisch, aber so extrem hart durchgreift? Oh, also, dass die Polizei so durchgreift, ist nicht richtig, auf keinen Fall. Muss ja deeskalierend sein und was es hier, da geht man auf Schulung. Aber letztendlich seine Fälle heutzutage, ich weiß es nicht. Also, Echt? ich finde Glaubt es nicht richtig. dass die dann auf so eine Art Menschenjagd dann gehen daten? Einfach nur, weil einer, ja, nicht sagen möchte, wie er heißt und halt, Also, also ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie, hat das jetzt nur so Gedanken, aber ich glaube, wenn halt
Ich meine, ich wohne ja da in der Nähe von Mainkofen und da ist ja ab und zu so, dass ein Bewohner nicht mehr heimkommt und dann wird da schon mal gesucht mit Hubschrauber und so weiter. Ja, ich glaube schon. Also da ist, ich glaube, dass da natürlich ein riesen Aufgebot war, wenn du ein Ex-Kriegsveteran einen Kurzschluss hat, dann stehen die da auf der Matten. Bestimmt nicht jetzt Blattliga Polizei, sage ich jetzt einmal, wird da nicht zuständig sein. Aber da ist was los, glaube ich schon. Also, meine Tür steht immer offen. Für wen? Das lasse ich jetzt offen. Aber nein, ernsthaft, also natürlich, also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass das schon, oder bestimmt auch schon in kleinen Rahmen schon öfters gegeben hat, dass jetzt Polizisten auch überreagieren oder weil es ja auch einiges ertragen müssen. Und dann, wenn es halt zufällig auf so einen triffst, also so weit ist das nicht hergeholt. Ich finde die Geschichte nach wie vor sehr aktuell. Okay. Also das heißt, wenn es jetzt mal im nächst entfernten Wald einmal ein paar Mal kracht und du dann einmal eine Explosion siehst, weil etwa Panzerfaust losgeschossen hat, dann, ach mei, ist schon wieder Rambo Was unterwegs. Ich kaufe mir meine Schwammerl schon lange im Supermarkt. Bin doch nicht blöd. Nee, bleibt eine gute Geschichte, ist eine gute Geschichte und bleibt eine gute Geschichte auf alle Fälle. Genau. Passt, dann da die sagen, gehen wir mal zu unserem Beziehungsspiel. Und zwar, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen? Du darfst natürlich, weil du der Gast bist, anfangen. Was hat dir gefallen an dem Film, an Rambo? Und was wäre was, wo du sagst, sie hätten es verbessern können? Musik hast du ja gerade eben schon gesagt. Also auf alle Fälle die Person an sich ist das, was er darstellt, der Krieger, der sich dann wehrt und nichts gefallen lässt, dass er unterschätzt wird und dann trotzdem voll, wie gesagt, auf den Putz haut, das ist das, was mir eigentlich am meisten gefällt. Das, was ich auch ganz gut finde, wie ich auch schon erwähnt habe, dass da irgendwie nicht so ein Beziehungskistendrama dabei ist. Gut, im zweiten Teil wird das auch schnell beendet. Finde ich auch ganz gut. Die Musik, wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich sage, das könnte verbessert werden, dass man eben ein bisschen explosivere Musik im Hintergrund hat. Ende, es passt einfach alles und es gibt fast nichts Schlechtes zum Sagen, bis, wie gesagt, auf die Musik. Mhm. Okay. Cool. Vielleicht können ja die Tampons dann Vorschlag machen, wie man Musik dann noch, wenn es mal Remaster gibt oder so von Rambo, anders unterlegen kann. Ja, sag's nicht. Das, vielleicht fürs Blatt, also da haben wir bestimmt das ist Corby. Okay, ja, ja. Fürs Blatt. Gefällt mir. Na, Und was? Danke für den Anstoß. Oh Gott. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Okay. Was hat mir gefallen an Rambo? Also, ich habe es vorhin schon gesagt, dass der Stallone da so eine geile Stuntshow abliefert, ist echt brutal. Höchsten Respekt. Vor allem, er kommt für mich gar nicht so rüber, wie so der übernatürliche Actionheld. Also, es ist jetzt keiner wie der Arnold Schwarzenegger, der halt dann aufpumpt ist bis zum Schluss, also zumindest in First Blood nicht. Und macht ihn dadurch irgendwie sympathisch und cool, dadurch, dass er eben so ziemlich alles selber gemacht hat. Verbesserungswürdig ist für mich so ein bisschen dieses Auftreten vom Troutman, weil der steht zum Schluss dann, also ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, ohne dass ich jetzt großartig spoiler, stellt sich den größten Kugelhagel der Welt vor und der Troutman kann sich anscheinend überall einfach schnell hinbeamen. Weil, wie der manchmal an ein paar Orte kommt, wo ich mir denke, wieso hat's den noch nicht lang, weiß ich nicht, selber mal erwischt, dass er zumindest eine Kugel abbekommen hat oder einen Streifschuss gehabt hat oder so. Weil der Rambo reagiert überall blitzschnell und ist halt da wirklich so diese Art Tötungsmaschine. Nur der Troutman hat anscheinend immer Glück oder kann schleichen wie ein Katz. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Also da weiß ich nicht, das ist für mich so ein bisschen das Unrealistischste an dem Film, aber naja, er hat ihn ja ausgebildet, vielleicht kann er ja deswegen einfach
schleichen wie eine Katz und weiß ganz genau, was der Rambo als nächstes vorhat. Aber also das wäre für mich ein bisschen verbesserungswürdig. Ansonsten, ich glaube, wenn der Film jetzt unnötig nur weiter blutig gewesen war, dann wäre er auf jeden Fall ab 18, aber ich glaube echt dadurch, dass eigentlich so keiner tatsächlich umgebracht wird, ist die FSK 16 Bewertung Für 12-Jährige okay. für 12-Jährige vollkommen okay. Ja gut, wenn du dir als 12-Jähriger gedacht hast, der hat da alle niedergemetzelt. Oh Mann, ich weiß jetzt schon, wenn wir dann später aufhören, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, hätte ich gewusst, dass die alle überlebt haben, hätte ich nicht Rambo, hätte ich nicht Rambo genommen. Doch die schöne Bescherung. Genau, war das nicht der Weihnachtsfilm, wo auch alle sterben? Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das war jetzt richtig schön mit dir über den Film zum Reden, weil dieses mit den Capnets da, was du erwähnt hast, das ist mir, und die Toten, okay, ist mir, finde ich auch, ja, das wäre tatsächlich verbesserungsfähig. Ja, das stimmt, da hast du recht. Danke. Das höre ich gern. Und jetzt machen wir meinen Film nicht schlecht. Du Arsch. Gut, dann, es gibt bei uns immer den Triple Threat. Ich weiß nicht genau, ob du das schon kennst, höchstwahrscheinlich nicht. Ich stelle da 3 Fragen, du musst einfach immer nur mit Ja oder Nein beantworten und im Endeffekt bewertet man so nochmal den Film von einer anderen Sichtweise, ob er echt gut ist oder ja, nur ein paar verbesserungswürdige Sachen verdient hätte. Gut, erste Frage. Gibt's in dem Film Titten? Nein. Okay, du freust jetzt wahrscheinlich schon, was die nächste Frage ist. Okay. Die nächste Frage. Gibt es in dem Film entblößte Trompeten? Nein. Okay. Und dann gibt es in dem Film tote Tiere? Ja. Schon, oder? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, weil du zu gut denkst. Denke mal richtig, das ist ein Krieger, der hat das Schwein gefressen. Ach, das Schwein. Ich habe in die Hunde gedacht. Scheiße, fuck doch die Hunde ab. Scheiße, die hab ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja, das Schwein. Nein, das Schwein hat bestimmt überlebt. Das hat ja nur 3 Haxen. Shit. Okay, gut. Ja, stimmt, dass das Schwein vollkommen habe ich schon wieder ganz vergessen. Gut, das wär's soweit mit unserer Bewertung oder mit unserem Ratsch über Rambo. Wenn wir irgendwas vergessen haben oder irgendwas falsch gesagt haben, ihr dürft uns natürlich ja gern schreiben. Beda, möchtest du noch irgendein aktuelles Projekt von dir bewerben oder für irgendwas, was wir vergessen haben, nur Stellung nehmen, wo du halt dann sagst, keine Ahnung, liked auf jeden Fall die Tampons, weil das ist die beste Band der Welt. Auf alle Fälle die Tampons liken. Und auch nennenswert ist, wir stellen ja bei Mehr davon Radio immer wieder neue Bands vor, die eine CD haben und eben auch im Kombi mit der Remi Demi Seiten und schickt uns euer Material und wir spielen euch im Radio. Dir auch nochmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mir auch tierisch viel Spaß gemacht und sobald du das nächste Mal dann im Fernsehen zum Singen bist oder vielleicht in der Mediathek oder so mal die anschauen kann, dann gib mir Bescheid, weil vielleicht, weiß ich ja nicht, schaffst du es einmal als Komparse in irgendeinem Film und dann ratschen wir über den Film. Ja, natürlich. Jederzeit. Ich wünsche euch auf alle Fälle an jeden noch ein erfolgreiches, herzliches, gesundes Jahr 2021 und schaut's mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft natürlich wieder liken, teilen, am Kani und Mike schreiben, warum ihr wart da nicht dabei. Der Corby kann das einfach nicht. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge bei Viva la Move Illusion, der beste Podcast der Welt. Ciao.